Können wir das mal machen, dass ich eure Setups anschauen kann? Tönt unter dem Hashtag «Zeig mal dein Setup». Das ist wahrscheinlich ein Hashtag, was es auf Twitter noch nicht gibt. Die können auch irgendeine Ecke mit Pflanzen drin oder irgendein Bild rein tun. Also wenn irgendjemand Bock hat, um das mitmachen, ich fände das übel nice. Vorteile Schweiz. Ich habe ein Video gesehen. Wir haben ja letzte Woche geschaut, Nachteile von der Schweiz. Und jetzt gibt es Auswandern Schweiz 16 Vorteile. Und jetzt bin ich gespannt, was die Vorteile von der Schweiz sind, wenn man hier auswandert. Das letzte Video ist nicht so positiv gesehen. Das ist positiver. Let's go. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass das meistgeschaute Video der Auswanderungsserie über die Schweiz handelt, sondern auch weil die Schweiz haushoch auf dem Platz 1 der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen liegt, möchte ich in diesem Video die meiner Meinung nach 16 größten Vorteile einer Auswanderung in die Schweiz aufzeigen. Mit über 16.000 Auswanderungen von Deutschen in die Schweiz im Jahre 2019 16.000 Leute, oha. liegt die Schweiz um etwa 4.000 Auswanderungen vor Österreich und um 6.000 vor den USA. Das ist angesichts der vielen Vorteile, die das südliche Nachbarsland mit sich bringt, auch nicht verwunderlich. Kein Wunder also, dass die Schweiz auch auf der Auswanderungszufriedenheitsliste der Deutschen den ersten Rang besetzt. Ah ja, so ein Ding. Gefolgt von Schweden und Slowenien. Aber auch wichtig. Verlieren wir keine Zeit und beginnen mit dem ersten Vorteil. Die in der Schweiz ansässigen Firmen sind dafür bekannt, hohe Löhne auszuzahlen. Das Medianeinkommen belief sich im Jahre 2016 auf über 6.500 Franken. Okay, klar, sie zahlen hohe Löhne im Vergleich zu Deutschland, aber ich meine, du musst halt auch einfach immer mehr zahlen für alles. Also 6.030 Euro monatlich. Das bedeutet, dass hat man in der Schweiz, wenn man es aufrechnet, mehr Geld als in Deutschland. Also wenn du das nimmst, was du verdienst, minus das, was du abziehst, hast du dann insgesamt mehr übrig als in Deutschland. Ich bin mir da nicht mal sicher. Die eine Hälfte der Bevölkerung mehr als das verdient und die andere weniger. Die am schlechtesten verdienenden 10% der Arbeitnehmer kommen auf ein Einkommen von bis 4.313 Franken oder 4.000 Euro monatlich. Und der Schweizer YouTuber, der kann sein Handy-Abo zahlen. Die am besten verdienenden 10% 11.406 Franken oder über 10.500 Euro und aufwärts verdienen. Diese Löhne werden vor allem in den Wirtschaftszweigen der Pharmaindustrie, Finanzdienstleistungen, Informatik und Versicherungen gezahlt. Etwa jeder dritte Arbeitnehmende hat darüber hinaus 2016 einen Bonus erhalten. Oha, Basel. Der Wert der Prämie lag im Durchschnitt bei etwas über 9.000 Franken oder fast 8.400 Digga, ich habe nichts mitbekommen, was er gerade gesagt hat in den letzten 20 Sekunden. Euro. Die Höhe hängt jedoch vom Wirtschaftszweig und von den Verantwortlichkeiten des Angestellten ab. So betrug der Bonus bei den oberen Kadern im Detailhandel über 15.200 Franken oder 14.100 Euro, im Bankensektor hingegen mehr als 100.000 Franken. Digga, so viel, Alter. In Positionen ohne Führungsverantwortung wurden geringere Prämien, durchschnittlich knapp 4.000 Franken oder 3. Boah, das ist doch ein Grund, um in die Schweiz auszuwandern, Digga. Basel und der Rie, es ist einfach schön. 3.700 Euro gezahlt. Im Durchschnitt verdient jeder Schweizer über 60.500 Ja, Digga, wie lange will er noch über Löhne reden? Franken oder 55.800 Euro pro Jahr. Somit liegt die Schweiz auf Platz 3 weltweit, hinter Luxemburg und Island. Auf der Liste der Länder nach Vermögen Digga, der tut gerade alles erklären wegen Löhne, ich check nicht mehr. pro erwachsene Person liegt die Schweiz mit mehr als Oh Mann. 513.400 Franken oder 473.800 Euro auf Platz 1 weltweit. Obwohl sich die Höhe der erhobenen Steuern in der Schweiz von Kanton zu Kanton Jetzt hat das Thema gewechselt. Wir müssen immer aufpassen bei dem Dude, der switcht einfach das Thema, ohne dass wir es merken. und Gemeinde zu Gemeinde recht stark unterscheidet, sind die Steuern im Schnitt deutlich geringer als in den umliegenden Nachbarsländern. Ich habe gemeint, dass die Schweiz teuer ist von der Steuer, aber anscheinend, wenn er das sagt, dann muss ja das stimmen. 2017 mussten kinderlose Alleinstehende in der Schweiz durchschnittlich knapp 17% ihres Bruttolohns dem Staat für Steuern und Sozialabgaben entrichten. Im Durchschnitt der OECD-Staaten sind es 25,5%. Dem Staat am meisten von ihrem Bruttolohn abliefern müssen Arbeitnehmenden in Belgien und Deutschland, nämlich rund 40%. Ja, Digga, mir interessiert jetzt nicht, wie viel in Belgien oder Deutschland muss abgegeben werden. Wie kann es sein, dass der deutsche Staat seinen Bürgern solch hohe Steuern aufdrückt, obwohl es dem Staatshaushalt Weil in Deutschland zahlst du mehr Steuern, aber du musst mega oft, wenn du so Behördensachen machst, musst du nicht mehr drauf zahlen. In der Schweiz zahlst du zwar weniger Steuern, aber du musst mega oft, wenn du einen Ausweis machst, wenn du dort hingehst, musst du immer Geld drauf zahlen. Und es gleicht sich am Ende vom Tag aus. Deutschland bei weitem nicht an Geld fehlt. Im Kanton Zug kommt man steuerlich fast immer am besten weg, während die Steuern in der französischsprachigen Schweiz, also der Westschweiz, die höchsten sind. Eine verheiratete Person mit Wieso hat jetzt auch die Stimme gewechselt? 2 Kindern und 100.000 Franken Jahreseinkommen
hat in der Gemeinde Bar des Kanton Zug eine Steuerbelastung von gerade einmal 1,66% des Bruttoarbeitseinkommens zu begleichen. Ja, aber Zug in der Schweiz, Digga, das ist auch, da ziehen doch alle an wegen der Steuern, nicht? In der Beschreibung habe ich einen interaktiven Steuerrechner verlinkt, wo du dir die steuerlich günstigsten Gemeinden raussuchen kannst. Oha, machen wir gerade nachher. Aufgrund der in der Schweiz herrschenden Wirtschaftsfreundlichkeit haben sich unzählige international tätige Unternehmen hier niedergelassen. Doch bevor wir uns ausländischen Firmen widmen, werfen wir doch einen Blick auf die inländischen Großkonzerne. Die 10 größten Unternehmen gemessen an ihrem Umsatz sind Glencore International, dessen Hauptsitz Glencore sich übrigens in der vorhin erwähnten Steueroase Bar befindet, Vitol, Tarafigua, Cargill International, Mercuria Energy Trading, Nestlé, Gunvor, Roche, Novartis und BHP Bild. Das ist krass, die ganz riesigen Firmen, die kennt man gar nicht so gut wie so Roche, Novartis und Nestlé. So Trafigura. Digga, was machen die überhaupt, Alter? Group. Diese 10 Unternehmen erwirtschaften mit 1,03 Billionen Schweizer Franken Umsatz pro Jahr fast so viel wie die 10 umsatzstärksten deutschen Unternehmen mit insgesamt 1 Billion Euro. Und das trotz der Tatsache, dass die Schweiz etwa 10-mal weniger Einwohner hat als Deutschland. In der Schweiz ist echt das Cash, Digga. Diese hochglobalisierten Unternehmen suchen natürlich aktiv nach hochqualifizierten Arbeitskräften, was gute Möglichkeiten für Auswanderer aus Deutschland und Österreich bietet. Doch nicht nur die Schweiz. Ich finde auch, dass ein paar YouTuber von Deutschland gerne mal in die Schweiz abspringen können. Weil in der Schweiz lohnt es sich mega zum YouTube machen. Firmen fühlen sich bei diesem wirtschaftsförderlichen Klima wohl, sondern auch ausländische. Google beispielsweise betreibt seinen größten Campus außerhalb der USA in Zürich, wo es knapp 4000 Menschen beschäftigt. Google hat den zweitgrößten Campus in Zürich. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist crazy. Das ist wirklich noch crazy. In Anbetracht der tiefen Steuern Hey, ich habe gemeint, in Zürich ist auch so eine kleine Filiale, aber dass das der zweitgrößte ist, crazy, Alter. hat schon manch ein ausländisches Unternehmen in der Schweiz Fuß gefasst. Die Schweiz ist auch für ihre direkte Demokratie bekannt. Die in der Schweiz herrschende direkte Demokratie ist felsenfester Bestandteil der Schweizer Kultur. Dank ihr müssen Stimmberechtigte nicht zwingend irgendwelche überbezahlte Zwischenmänner und Vertreter wählen, sondern können direkt über Initiativen entscheiden. Das ist wirklich ein nice Shit. Diese können die Gemeinde betreffen, den Kanton oder das gesamte Land. Beispielsweise Okay, es ist halt geil, aber manchmal ist es mehr Aufwand, aber am Ende vom Tag kann jeder für jedes fast abstimmen und das ist nice. konnten die Schweizer Kann jeder für jedes abstimmen und das ist nice. Digga, Adi, Politiker 2020. über den UN-Beitritt, den EU-Beitritt oder über die Beschaffung Digga, ich kann nicht mehr reden. neuer Kampfflugzeuge abstimmen. Und selbst über die Frage, ob Bauern, die die Hörner ihrer Kühe nicht abschneiden, eine höhere finanzielle Unterstützung vom Bund erhalten sollen, konnte Auch einfach nur in der Schweiz. Bauern, die die Hörner von ihren Kühen nicht abschneiden, bekommen mehr Subventionen. jeder Stimmberechtigte abstimmen. Meistens finden 5 bis 10 solche eidgenössischen Volksabstimmungen pro Jahr statt. Ein jeder Schweizer kann selbst eine landesweite Initiative lancieren. Aber ich würde schon im Bundesrat gut chatten. Seht ihr mich? Da würde ich mich schon sehen, so im Anzug mit dem Alabäse am Morgen. Wie sagt man sich denn heute im Bundesrat? Gehen die so rein und dann so: Guten Morgen alle, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn er binnen 18 Monate mindestens 100.000 Unterschriften sammeln kann. Die direkte Demokratie wird als einer der größten Faktoren für den Erfolg des kleinen Schweizerlandes gesehen. Doch ein anderer signifikanter Faktor ist die politische Neutralität der Schweiz. Zumindest auf Papier ist die Schweiz in ihrer Außenpolitik unparteiisch und neutral. Obwohl das als Land mitten in Europa nicht immer so einfach funktionierte, so ist die Schweiz dieser Einstellung dennoch bis heute gefolgt. Die Schweiz ist kein Mitglied der Europäischen Union und dennoch ist es wirtschaftlich stark mit dessen Mitgliedstaaten verflechtet. Ebenso ist es kein Mitglied der NATO und deshalb militärisch unabhängig. In der Schweiz besteht allgemeine Wehrpflicht, doch das Militär werden wir später im Video noch genauer ansehen. Die Schweiz hat, trotz ihrer kleinen Fläche von gerade einmal etwas über 41.000 aber im letzten Video hat er gesagt, dass es wenig Flächen hat. Quadratkilometer, also etwa 11% der Ja, der unschlüssige Boss. deutschen und 50% der österreichischen Staatsfläche, eine beachtliche Vielfalt an Flora und Fauna aufzuweisen. Die Schweiz kann man geografisch in 3 Teile gliedern: das Jura, das Mittelland und die Alpen. Alle 3 Regionen haben jeweils ihre eigenen Vorteile aufzuweisen. Vor allem die Alpenregion ist wahrhaftig einzigartig. Die Einfach schnell Jura und Mittelland hops genommen. sich dort befindenden Gipfel zählen nicht nur zu den größten Europas, laden nicht nur zum Ski, Snowboardfahren oder Wandern ein, bieten nicht nur einen Wenn ich jetzt einen Kanton auswählen müsste, wo der schönste Kanton ist von der Schweiz. Der schönste Kanton von der Schweiz. Echt von der Natur her, jetzt nicht von etwas Gelbig ist, um dort zu leben oder so. Wahrscheinlich Bern. Ich würde sagen Graubünden. Wahrscheinlich Graubünden.
einen einzigartigen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern sind auch einfach nur schön zu bestaunen. Zu dieser Region zählt auch das Tessin, wo man hauptsächlich Italienisch spricht und auch das warme italienische Klima vorherrschend ist. In der gesamten Schweiz gibt es idyllische Seen, meist hügelige Landschaften und sehr viele Flüsse und Bäche. Obwohl die Schweiz nicht einmal ein halbes Prozent der europäischen Landesfläche besitzt, befinden sich rund 5% der Süßwasserreserven des europäischen Kontinents in dem Land. Etwa Oha, das ist noch nice. 40% des Nein, das ist wirklich noch nice, das ist nice. Trinkwassers der Schweiz stammen aus Quellen, weitere 40% aus großen unterirdischen Aber ja, wenn man viel Berge hat, dann hat man da viel Süßwasser. Grundwasservorkommen und die restlichen 20% aus Oberflächengewässern, hauptsächlich aus Seen. Wir haben viel Süßwasser und ich finde es süß, was er sagt. Das ist ein nices Wortspiel, Chat. Nur so nebenbei, die Wasserqualität in der Schweiz ist sehr hoch. Dank der hohen Dichte an Brunnen wirst du, vor allem in heißen Sommertagen, immer genügend Wasser zur Verfügung haben. Leute, die sagen, ich trinke nicht von dem Brunnen, weil das Schild dran ist, bitte nicht trinken, in meinen Augen einfach lustiger. In der Videobeschreibung habe ich eine Seite verlinkt, wo hat wieder etwas verlinkt. die besten Reiseziele in einer schönen Ansicht dargestellt werden. All diese Faktoren führen dazu, dass die Lebensqualität in der Schweiz erstaunlich hoch ist. Obwohl Zürich nach der Liste der Städte nach Lebensqualität, Wien, der Hauptstadt Österreich, nicht ganz das Wasser reichen kann, liegt es dennoch auf Platz 2. Auf Platz 9 befindet sich Genf, auf Platz 10 Basel und auf Platz 14 die Bundeshauptstadt Bern. Ist es nicht beachtlich, dass ein so kleines Land mit etwas über 8,5 Millionen Einwohnern 4 Städte in den Top 20 dieser Liste aufweist? Ein Grund für diese hohen Das ist geil, dass die Schweiz das hat, aber andererseits muss man auch sagen, wenn man dann ins Ausland in die Ferien geht, fühlt man sich immer gerade schlecht. Also, ich denke immer so, wenn du zum Beispiel in den USA aufwachst, dann ist halt, es ist schon nice, aber es ist jetzt auch nicht gut. Es ist auch viel weg. Aber wenn du halt so ein bisschen neu mehr lebst, was nicht perfekt ist, dann kannst du ja immer noch mal anders anreisen, was besser ist. Aber so als Schweizer, Bro, wir sind so richtig Spaß, wir gehen so auf Barcelona und sagen dann so, aber das ist im Fall nicht aufgeräumt gewesen. Bro, so Barcelona, eigentlich eine schöne Stadt, aber wir beklagen uns darüber, dass es nicht aufgeräumt ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil es in der Schweiz halt überall so schön ist und alles mega gut gemacht ist. Platzierungen ist die Sicherheit. In der Schweiz kann man ohne Bedenken auch nachts durch die Gassen streifen. Im internationalen Friedensindex besetzt die Schweiz den 11. Rang. Und auch vor äußeren Gefahren ist die Schweiz geschützt. Mehr als 300.000 teils geheime Bunkeranlagen in den Alpen. Sicherheit, es heißt Sicherheit, weil dir alle Sicherheit. Checkt mir da. Sorgen dafür, dass im Falle eines Krieges mehr als die gesamte Bevölkerung der Schweiz in Sicherheit gebracht werden kann. Und es werden stets mehr Anlagen gebaut. Die Aussage, dass die Alpen durchlöchert wie ein Schweizer Käse Das ist gut gewesen, Chat, jetzt müssen wir wieder diesen machen. sind, hat durchaus Hand und Fuß. Das vorhin erwähnte eigenständige Schweizer Militär trägt ebenfalls zur Sicherheit des Landes bei. Obwohl manche Leute das Schweizer Militär als zu teuer oder schlichtweg nutzlos beschreiben, bin ich der Meinung, dass ein souveränes Land zwingend ein unabhängiges und funktionierendes Militär benötigt, um nicht nur im Kriegsfall Militär in der Schweiz einfach los, Digga. Für mich, ich finde echt fette Geldverschwendung. Interessen durchsetzen zu können. Digga, du kannst dir gerade Pokémon-Packs kaufen. Digga, du kann die Schweiz kommen und sagen, yo, wir verschenken jetzt jedem Bürger also eine ganze Kiste First Edition, wie der Scheisstag auch heisst, die kenne ich nicht aus, an jeden Bürger. Die können das jedem geben und die hätten noch viel weniger Geld ausgegeben als das Militär. Sondern auch, um bei einem Angriff das Land und die eigene Bevölkerung verteidigen Free Pokémon-Karte für alle, Digga. zu können. Da du dieses Video schaust und ich davon ausgehe, dass du verstehst, was ich gerade sage, dann kannst du die Tatsache, dass man in der Schweiz Deutsch spricht, als einen weiteren Vorteil sehen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Obwohl in der Schweiz Ich habe mir auch schon überlegt, auf Hochdeutsch zu wechseln. das sogenannte Hochdeutsch in der Schule gelehrt wird, sprechen die Deutschschweizer aber Schweizerdeutsch. Ey, mir hat's mal Wunder genommen, wenn man als Schweizer nicht so Hochdeutsch lernen würde, wir es dann trotzdem verstehen? Oder wäre es dann hure schwierig für uns? Je nach Kanton unterscheidet sich das Schweizerdeutsche signifikant. Deshalb gibt Safe wäre es hure schwierig. Safe, also. es leider keine standardisierte, einheitliche Version des Schweizerdeutschs, weshalb man es nicht wirklich als Sprache bezeichnen kann. Und vor allem, Baseldeutsch ist ja offiziell als schönster Dialekt auch gewählt worden, von dem her. Eher als starken Dialekt. Vielleicht wirst du am Anfang deiner Zeit in der Schweiz Schwierigkeiten haben, das Schweizerdeutsche zu verstehen, aber mit der Zeit wird es dir sicherlich geläufiger und geläufiger. Ebenfalls solltest du beachten, dass man nicht in der ganzen Schweiz Deutsch spricht, doch dazu in Punkt 12 mehr. Die Schweiz grenzt im Norden an Deutschland, was ein großer Vorteil im Falle einer Im Norden zu Deutschland. Und dann zeigen sie so ein Ding irgendwie von den Bündner Bergen. Auswanderung ist. Deine Familie, Freunde und Verwandte bleiben also immer in relativ naher Umgebung und es gibt keinen Unterschied in der Zeitzone und auch das Klima ist ähnlich. Das ist
ein guter Vorteil, um in die Schweiz zu wandern, aber es ist eigentlich auch ein guter Vorteil, wenn du das Schweizer mal irgendwie willst, für ein paar Jahre auf Deutschland gehen. Die Schweiz grenzt aber nicht nur an Deutschland, sondern auch an Liechtenstein, Österreich, Italien und Frankreich. Somit ist es für Schweizer sehr einfach, diese Länder zu bereisen. Viele Schweizer pflegen die Vor allem während Corona-Zeit ist das mega geil. Tradition, im Sommer nach Italien oder Frankreich zu fahren, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Nicht nur durch Autobahnen, sondern auch durch Zugstrecken ist die Schweiz sehr gut mit ihren Nachbarländern verbunden und die Reisezeiten sind vergleichsweise kurz. Auch dank dem Flughafen Zürich, der sehr attraktive Flugverbindungen in aller Welt aufweist, ist das Bereisen von Dank dem Flughafen Zürich, welches sehr attraktiv ist. Ländern in Europa, aber auch anderen Kontinenten ohne Probleme möglich. Verglichen mit ihrer Größe ist die Schweiz eine äußerst vielfältige Nation. Es weist 4 offizielle Landessprachen, nämlich Deutsch, Die Schweiz ist vielfältig und ist man alt, dann ist man auch vielfältig. Französisch, Italienisch und Rätoromanisch Alter, heute der Wortspiel dann. auf. Das ist erstaunlich, da Franzosen, Deutsche und Italiener schon ab und zu auf Kriegsfuß standen, aber dennoch in der Schweiz friedlich zusammenleben. Da die Schweiz als eines der globalisiertesten Länder der Welt angesehen wird, trifft man, vor allem in den Städten, auf Menschen aus allen Winkeln der Erde. Diese Vielfalt an Kulturen wird ebenfalls als Vorteil der Schweiz beschrieben. Erstmal SVP wählen. Um es kurz zu halten, der öffentliche Verkehr der Schweiz ist einfach ein Traum. Ein Auto zu besitzen ist in der Schweiz obsolet. Das ist so krass, das schätzen wir nicht, Chat, dass bei uns das ÖV so gut ist. Das ist, ich glaube, wir checken das gar nicht. Da man in wirklich jedes letzte Dorf eine Verbindung hat. Auch in Sogar auf, wo ich wohne, aber das sage ich jetzt nicht, weil ich auch niemand meine Adresse darf erfahren. Und es weiß auch niemand meine Adresse, Chat, haben ihr gehört. Sachen Pünktlichkeit kann es die Schweiz fast schon mit Japan aufnehmen. Ich staunte nicht schlecht, als ich an einem normalen Wochentag mit dem Bus in eine Militärkaserne fuhr, die sich wirklich in einem Ort befand, wo sich Katz und Maus gute Nacht sagen, und dieser Bus auf die Minute pünktlich war. Auch die S-Bahnen in den Schweizer Städten sind auf die Minute genau. Da die Alpen das Land trennen, war das Erschließen des Südens der Schweiz eine historische Schwierigkeit. Im Jahre 1882 wurde deshalb der Gotthardbahntunnel erbaut, der zweifellos zu den größten menschlichen Gotthard-Basistunnel. Projekten dieser Zeit gehörte. Im Jahre 2016 wurde nach 17-jähriger Bauzeit der Gotthard-Basistunnel. Das ist auch, Chat, das ist irgendetwas, was ich in meinem ganzen Leben nie wird verstehen. Du nimmst so einen grossen Berg, der so viele Kilometer breit ist, du bohrst von der einen Seite rein, von der anderen auch, und die schaffen es, sich in der Mitte zu treffen. Ich will gar nicht wissen, wie die das berechnen. Eröffnet, der mit 57 Kilometern der längste Es gibt Sachen im Leben, die wird man einfach nicht verstehen. Eisenbahntunnel der Welt ist. An der tiefsten Stelle befindet sich der Tunnel ganze 2450 Meter unter der Erdoberfläche. Diese Projekte zeigen schön auf, dass der öffentliche Verkehr seit jeher eine wichtige Priorität der Schweiz ist und ein weiterer Faktor für den Erfolg des Landes Ja, aber ganz ehrlich, gute ÖV-Shit macht auch einfach Sinn, Alter. Also gerade in so einem Land. darstellt. Die Bildung ist eine weitere Priorität des Landes. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ich mir zum Beispiel den Maelo anschaue oder einen Nati-Style, Vielleicht hast du schon mal von der ETH Zürich gehört, der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich. Im Jahre 2020 stand die ETH im renommierten QS Hochschulranking weltweit auf Platz 6 und ist damit die beste Hochschule in Kontinentaleuropa. In der Disziplin Engineering und Technology ist die ETH sogar weltweit auf Platz 4 platziert. So studierte selbst Albert Einstein an dieser Hochschule. Nicht verwunderlich also, dass Hunderte von internationalen Studenten nur schon wegen den guten Bildungsmöglichkeiten in die Schweiz kommen. Die EPFL in Lausanne ist ebenfalls eine renommierte Hochschule. Im internationalen PISA-Bildung was möchten Sie zu trinken? Möchten Sie Tee haben? Vergleich von 2015 liegt die Schweiz mit Platz 15 zwar nicht vor Deutschland, aber immerhin um 12 Plätze vor Österreich. Zugegeben, die Schweiz ist nicht gerade wegen ihrem Essen bekannt, aber dennoch gibt es einige Raclette, Fondue, alles, Digga. geschmackhafte Speisen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Vor allem Käseprodukte und Schokolade sind einfach köstlich. Fondue, Raclette, Rösti, Bratwurst, Zürich geschnetzeltes, Elbe-Macaroni, aber auch Ja, okay, wir müssen ehrlich sein, Digga. Essen aus der Schweiz sieht echt im Gegensatz zu anderen Ländern schon echt recht hässlich aus, Digga. Süßwaren wie Wähen und verschiedenste Schokoladen gehören zum Einmaleins der Schweizer Küche. Hinzu kommen klassische Schweizer Marken wie Kegifred, Rivella, Aromat, Ricola, Lindt, Offomatine und Toblerone. Und natürlich die Befriend.
Die Schweiz ist sehr sauber. Man findet fast keinen Abfall am Boden oder neben den Straßen und es hat genügend öffentliche Mülleimer. Auch die Luftqualität ist sehr gut und Wälder, Parke und Gewässer werden regelmäßig entmistet. Umgangssprachlich ist der Flughafen Zürich so sauber, dass man direkt von dessen Boden essen könnte. Tun würde ich es trotzdem nicht. Natürlich gibt es auch Nachteile. Aber 5-Sekunden-Regel, Chat, die kennen es. Beispielsweise werden die Schweizer als verschlossen und geldgetrieben beschrieben. Und es kommt schnell vor, dass man von einem selbsternannten Polizisten eines Besseren belehrt wird. Auch wird für alles eine Gebühr verrechnet, auch wenn sie noch so klein ist. Falls die Schweiz dein Interesse geweckt hat... Ey, ich finde, die Schweiz hat mein Interesse geweckt. Ich glaube, ich muss mir das Land mal reinziehen. Es sieht echt noch spannend aus, Chat. Nices Video.